Und wieder einmal begrüße ich euch recht herzlich zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. Bereits Part Nummer 40 der PC-Version und ja, wir sind hier von dem her ganz gut dabei. Wir haben bereits alle Sequenzen bezüglich dem Ersten Weltkrieg abgeschlossen. Also hat ja vor allem noch damit wegen Juno und so zu tun, die wir ja mehr oder weniger im dritten Teil der Assassin's Creed 3 befreit haben, als Desmond Miles damals noch, also das ist schon lange her. Und ja, andere Gebiete soweit auch alles schon befreit, erobert, ganz, fehlen noch das Strand und Westminster. Natürlich fehlen noch ein paar andere Punkte hier. Aktivitäten, ich habe meist jetzt oft gemacht, weil es sowieso wiederholt. Und ansonsten, jo, heute machen wir hier weiter mit Evis Vision, Sequenz 7, Ehrenrettung der Bank. Ich bin mal gespannt, auch wie es mit bezüglich Mr. Green und so weiter geht. Das spricht den guten Henry Green, der sich ja der letzten Mission mit Evie nicht gar mit Ruhm bekleckert hat. Naja. Schau mal, Evie mit der Meistersinnmontur, was sie heute wohl alles erleben wird. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo noch etwas so ein bisschen mein Inventar wieder aufzufüllen, meine ganzen Gegenstände, vor allem die Bomben, haben auch ein paar verbraucht, letzten Folgen. Sieht mir nach Henry aus, wa? Kommt irgendwie schnell runter? Nein, mach's mal so. Nö, es ist der gute Freddy. Sergeant Freddy natürlich. Die wir besuchen das Zentrum Londons, nachdem Jacob Twopenny eliminiert hat. Oha. Ja, in dem Sinne von, dass Evie wieder mal das ausbauen darf, beziehungsweise ausbaden darf, was ihr Bruder angerichtet hat, wa? Da hat sie ja immer sehr viel Freude daran. Die gute Evie Fry. Das ist doch Wucher, nichts anderes. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Twopennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation, Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Twopennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Es ist wirklich Ich muss zugeben, Evie ist mir wirklich sehr, sehr sympathisch. Wieso? Aha. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann, mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt... Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen... Es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline. Freddy! Ich habe vollstes Vertrauen in Sie, Miss Fry. Jo, mehr als in ihren Bruder, würde man behaupten. Ja, Jacob, der ist ja schon ein Assassine, also... Folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Falschmünzer. Ein Assassine der Taten, ich sag's mal so. Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Also muss man verfolgen. Seit Entschuldigung. wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell und er bereut gar nichts.
Wohin jetzt, Sir? Nach Hause, wenn ich bitten darf. Ja, ihm fehlt einfach ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Entschuldigung! Sie können ganz beruhigt sein. Ich bin nicht für Tulpennies Tod verantwortlich. Der Stunde zu meinem Vorteil genutzt. Wenn Scotland Yard kommt und Ich gehe nicht ohne meine Pfund, meine Schilling und jeden meiner... Ich glaube, ein bisschen crazy, aber okay. Ruhig. Das ist echt lahmarschig unterwegs. Ganz genau. Weiter so. Mhm. Gut so. Tja. wachsam. Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Strange lady. Mad as a march here. Riegelt hier alles gut ab. Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Das ging schnell, wa? Die Druckplatten finden, das Falschgelb verbrennen. Ja, bin ich eigentlich schon sehr dafür, dass wir auch das Optionale schaffen, eben nach Druckplatten verbrennen. Die Kiste haben wir auch noch hier, wa? Sieh mal einer an. Oh ne, ist gar kein Problem mehr, oder wie? Naja. Und sie können sich um sich selbst kümmern. Wie kann ich da am besten rein? Naja, erstmal da war. Ah, da rein, okay. Oho! Ja, das hast du gewusst. Dann Tor oben geblieben. Wieso? Na ganz einfach, Zentrale. Nein, verdammt. Okay, behalte es halt. Noch hier noch erledigen, solange ich noch kann. Ja, warum eigentlich nicht, wa? So, trotzdem mal runter. Ja. Jetzt holen wir noch die Kiste hier und dann aber schnell da rein. So wurde jetzt gar nichts. Überhaupt nicht. Wir sind einfach durch das Chaos spaziert. Keiner hielt euch auf. Die haben uns überhaupt nicht bemerkt. Tschüss. War bereits alles? Chamäleon-Taktik. Chamäleon. Na, so wie dazu.
Die haben mich jetzt ziemlich verarscht, wa? Kommt wieder einer hoch. Jemand hat sich eingeschlichen. Jo, das war ich. Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Das kann lustig werden, heimlich vor allem. Bank of England erreichen. Jo, ist ja nichts Einfaches, war. Also hinkommen ist schon relativ einfach, aber wie zum Ende komme ich da unbemerkt rein. Hilft mir vielleicht sogar der gute alte Freddy. Jo, so. 70 Metern, okay, dann schnell. Schnell. Ja. So zu schnell. Ist irgendein Helix-Glitch? Ah ja. 32. Oje, ja, alle zu finden. Wäre ziemlich mühsam. Ja. Geronimo! Looks like she's planning to surprise her mate. Sie will es in die Bank lassen, ja, von mir aus gern, nur wie mache ich das? Zurückbleiben, bitte! Vielleicht in K.O. setzen? Ja, so wie dazu. Nö, eigentlich nichts. Die Platten zurückbringen, war da hinten. Vielleicht kann ich nicht. Ich traue dieser Frau nicht. Jo, jetzt klappt's. Es gibt keinen Grund, so zu brüllen. Meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte die Ruhe! Zurück! Ich warne Sie! Bitte beruhigen Sie sich, Sie alle! Es könnte allerdings schwierig werden, außer natürlich, das wäre eine gute Ablenkung, aber Den Grund, so zu brüllen! Rauchbombe vielleicht, war? Ja, hinschmeißen, dann rüberrennen. Die Frage ist bloß. Sie haben hier nichts zu suchen. Meine Damen und Herren! Bitte beruhigen Sie sich, Sie alle! Ja, die wollten da hin. Sie haben nicht gesehen, dass ich hier rüber bin. Na, wie sieht's aus? Hat mich noch auf dem Kicher oder ist langsam alles wieder ready? Oh. Der goldene Truhe, geil. Drei von 5. Die Chimäre, okay. So, als wären sie nie fort gewesen. Das war das Ziel. Und jetzt aber raus. Wir hoffen, es klappt auch, dass er so raus kann. Es gibt keinen Grund, so zu brüllen! Bitte beruhigen Sie sich, Sie alle! Ja, die Idee war gut, die Ausführung war beschissen. Bitte beruhigen Sie sich, Sie alle! Meine Damen und Herren, bewahren Sie bitte die Ruhe! Ja, ja, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Zumindest momentan noch. Es gibt keinen
Nö. Sie nicht durch bist. Halt! Ne, durch nicht, aber raus. Mit Evelyn reden. So, Freddy, was sagst du dazu? Alles picobello wieder hier im Staat England. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Allerdings, und ich hoffe, das wird er auch noch tun. Neue Schusswaffe, okay. Fähigkeiten 3 noch, gut. Inventar, eben Schusswaffe, jetzt mal gucken, was ist da? Die Lightning, naja, nicht wirklich. Modell 3, bloß Schaden mehr, der Rest ist viel niedriger. Ist nicht wirklich. Gang-Upgrades, na, erst 2000, viel zu wenig. Egal, was hat er sonst so getan hier auf der Weltkarte? Nicht gerade so viel. Der Zug ist da. Ich würde auch fast mal sagen, jetzt mal wieder hoch für die Charles Darwin Mission. Und dann, ich denke mal, wieder mal ein bisschen hier die Mission, also Aktivitäten natürlich erledigen, nicht Missionen, sondern Aktivitäten, nämlich hier zum Beispiel Gangquartier, oder ich finde eher weniger, aber vor allem hier mit Kinderbefreiung und natürlich auch Kopfgeldjagd, weil die dauern immer ein bisschen länger und das besser noch die Offscreen mache. Vor allem ja, weil es sowieso von Bezirk zu Bezirk wieder wiederholt und so gesehen halt immer das gleiche im Let's Play zeigen, ist ja schon recht eintönig, aber schon so oft erwähnt jetzt hier. Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Liebeskummer. Ich nicht, aber dafür hast du ein Problem, Jacob. Mein lieber Herr Frog, natürlich geht er in die falsche Richtung, toll. Guten Tag, werte Dame. Lüge, richtig. Ich habe ein paar Schilling gespart. Glaubst du, in der Bank sind sie sicher? Ja, jetzt schon. Fragt er so ganz rotzfrech. Denkst du, in der Bank sind sie sicher? Ja, wie gesagt, jetzt schon. Dank uns. Ja, Jacob ist echt so der Haut drauf Assassine und wie ist halt diejenigen, die haben ein bisschen überlegt und taktvoller vor allem reagiert. Darwin ist irgendwie noch so ein Zahnradsymbol. Was soll denn das werden? Hä? Okay, einfach nur für einen Punkt. Interessant. Hinrichtung 2, hat er Siegkampf voll oder mache ich Fahrer 2? Ne, mache auch hier. Sehr schön, auch für sie also nach 10 insgesamt Punkte. Das kriegen wir hin, war. Das werden wir locker noch hinkriegen. Verleumdung! Was ist denn los, Mr. Darwin? Seien Sie so nett und holen Sie Darwin eine Zeitung. Bitte was? Da sind Sie ja. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Owens verleumderischen und ignoranten Ansichten zu meiner Arbeit. Allerdings fühle ich mich selbst wie ein Fossil heute. Wären Sie so freundlich, mir eine Ausgabe der Zeitung zu besorgen? Wow. Und dafür braucht man einen Assassinen. Das ist natürlich jetzt also das. Aufhören! Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach gewesen. Ist noch ziemlich schnell unterwegs, der Gute. Der ist sogar schneller als wir. What's that over there?
Am liebsten irgendwie ein Messer in den Rücken rammen. Alter! Was ist denn das gerade? War gar kein... Das sah für mich so aus, wäre es ein Flug gewesen, aber... Zum Henker führte mich hin. Where's the rest? Ja, wieso? Jetzt rennt sie schon wieder nicht mehr. Hä? Also momentan ist gerade ein bisschen, weiß auch nicht, der Elch ab oder was ist los? Jetzt rennt sie ihm auch hinterher. Hä? Ja, wieso? Ihr wollten... Normalerweise brauchst du ja 2 Messerwürfe, damit ein Angreifer tot ist. Also natürlich einer direkt auf den Kopf, aber da habe ich gar nicht hingezielt. Okay. Ja, natürlich, weil es eine Bombe, also eine Galvani-Bombe vor allem, zum Betäuben. Hm. Ja, jetzt weiß ich, wohin er will, also. Auch interessant, Bombe werfen, macht sie einfach direkt vor sich hin, obwohl es eigentlich auf ihn wollte, wa? Mann, schon wieder! Alter! So ein Quatsch, ey. Man klar, wir können ja damit rammen, war aber auch mal eine Idee, aber ob das... Mann, jetzt nimm ihn doch schon! Das Beste der ganzen Stadt! Wow, das ist aber knapp, ey. Ja, also, es gibt schon teilweise Dinge, wo ich jetzt nicht ganz verstehe. Vor allem, ihr schmeißt Bomben genau hin. Ja, klar, gut, dass jetzt direkt dann erledigt hat. Naja. Also, aber ein bisschen craziger in der Hinsicht fand, war dann aber schon, dass ich nicht dran konnte, nix. Ja, was ist... Alter, ist die Erinnerung... Also die Erinnerung ist echt für einen Scheiß. Nee, die ist sowas von Schrott. Ja, noch nie so etwas erlebt. Zielen kann ich nicht, weil die Kamera so wieder umschwingt, ohne dass ich etwas mache. Das ist irgendwie total fehlprogrammiert. Dann will ich ihn hier rammen, wie ich es ja schon 1000-mal im Let's Play schon gemacht. Ist nicht erst Part Nummer 2, Leute, ist Part Nummer 40. Hallo. Schon ein paar Mal gemacht. Sie haben mich gerettet. Korrekt. Nun sagen Sie mir, warum Sie den Zeitungsjungen angreifen. Ein Mann bezahlt uns, damit wir die Jungs zwingen, das Flugblatt hier zu verteilen. Hier, nimm das verdammte Ding und lass mich in Ruhe. Das wird Mr. Darwin sicher interessieren. Ja, okay.
Das war's bereits. Jo, nochmal ganz kurz mal zurück hier zu Assassin's Creed Syndicate. Part Nummer 40 geht ein bisschen seltsam zu Ende. Mir ist gerade echt das Spiel abgekackt. Plötzlich steht da Fehlermeldung ACS, sprich Assassin's Creed Syndicate funktioniert nicht mehr. Das erste Mal überhaupt. Gut, nach so einer fehlerhaften Mission, die wir gerade da hatten mit Charles Darwin. Das musste ja passieren, war. Und da vorne noch ein paar Kämpfer, gut, und da kann noch eine Truhe. Und dann holen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ansonsten nochmal danke fürs Zusehen. Wenn ich halt ein paar jetzt an der Stelle und wenn wir das Spiel neu starten, also komplett neu mit PCs und so weiter, weil sonst müsst ihr, glaube ich, nicht mehr so gut zum Weiter aufnehmen. Ich würde aber sogar sagen, ich werde dann wieder mal offscreen ein bisschen Aktivitäten machen, also sprich vor allem die hier. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, hier bei der Strand. Vor allem halt Kopfgeldjagd und was haben wir noch alles? Gibt es gar nur eine hier, war Kindesbefreiung. Wenn es nur eine ist, wird er gemeinsam mal gucken. Und dann sonst muss ich sagen, nächste Part vor allem hier bei der Stranded mal ein bisschen unterwegs sein, denn es gibt noch viel zu tun, auch das muss noch vorbeigehen zum Gucken und dann, jo, eben auch Charles Darwin Mission noch, eine Charles Dickens. Dann hier unten geht es dann mit Jacob mal wieder weiter und ansonsten hier dann die gemeinsame Mission von den beiden, die Verschwörung um Darwin und Dickens, Darwins Orchidee, wird sicher auch noch spannend. Und dann mal gucken, was das Spiel sonst alles zu bieten hat, hier in dieser doch eigentlich eine relativ große Map, wo man, ich sag's mal so, wir kommen ganz gut zurecht. Und vor allem voran. Jo, in diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.